Wahnsinn, ne? Also. Bist du bereit? Ja? Bin bereit, jederzeit, geht schon. Ein Auflauf, ne? Einlauf. Bitte da. Grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buam. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spülen wir noch den Überraschen. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Gesang ist da schon recht human. Drum, Leilon, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buam. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperren, dann hört so manche Wiener Terz ein Klang so wie er nur in Wiener tönt. Und mancher Text, der geht ins Gemüt, so dass man's Herz am Pumpen spielt. Weil's Wienerlied, das wär der Herz verwöhnt. Drum, Leilon, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buam. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Danke vielmals, Dankeschön, meine Lieben. Dankeschön, grüß euch. Herzlich willkommen beim Taschler. Ich bin heute langsam beim Niedersetzen, beim Aufstehen. Ich habe 3 Tage gepflastert und ich bin draufgekommen, es ist nicht die beste Tätigkeit als Musiker, wenn du nachher spielen musst. Also die Finger sind alles in Ordnung, aber das Gestell. Das Gestell ist ein Wahnsinn. Also es geht mir gut, falls einer denkt, Jesus, dann schau, wie er sich hinsetzt. Das ist alles in Ordnung, ich bin nur überarbeitet. Das ist alles. Aber meine Herrschaften, wir heißen euch herzlich willkommen beim Taschler. Diesmal noch wahrscheinlich oder ziemlich sicher das letzte Mal im Garten für dieses Jahr. Wir freuen uns, dass du da seid und natürlich fangen wir an, so wie wir immer angefangen haben, schon seit bald 30 Jahren, nach dem ersten Lidl, dass wir mit den Gästen ausstessen. Wir stessen jetzt nicht mit alle Arbeit, sonst hätten wir schon wieder Pause. Das geht nicht. Schön, dass du da seid auf einen gemütlichen Abend. Sehr zum Wohle, meine Lieben, ja. Ja. Das hätte ich auch so gesagt. Wir sind die 16er Buam, wer sich kennt, wird uns schon noch kennenlernen. Wir spielen alte und neue Wienerlieder. In erster Linie spielen wir die Lieder, die wir können. Mitunter gibt es Liederwünsche, die wir erfüllen. Das sind Lieder, die wir nicht kennen. Ist oft daneben gegangen, meistens eigentlich selten noch nie richtig gespielt. Aber auch das ist dann manchmal ganz amüsant. Aber in erster Linie spielen wir Sachen, die wir kennen. Glauben zu können. Meistens. Und ja, ihr dürft euch natürlich, wie gesagt, Lieder wünschen. Wir spielen, ja, was wir wollen. Da werden wir auch zusammenkommen. Ja, ich merke es, ich bin ja nicht auf Temperatur. Nicht? Ich habe keine Knieschoner oben, weißt du, kein Gummihammer in der Hand. Ich bin gerade nicht in meinem Element. Das ist auch, man könnte immer glauben, wenn man klar ist, dass es von Vorteil ist, nicht? Wenn man unten arbeitet, am Boden. Das ist aber kein Vorteil. Das ist im Prinzip wurscht. Das ist auch, wenn du groß bist, tut dir alles genauso weh. Aber ich trinke Wein und da habe ich das schon gelernt als Heurigenmusiker, weil wenn du viel Wein trinkst, tut das Gestell nicht weniger weh, aber es wird dir wurscht sein mit der Zeit. Ich nehme gleich noch einen Schluck auf euch. Im Wein liegt die Wahrheit. Ich muss mir es ein bisschen einteilen, weißt du? Im Wein liegt die Wahrheit, das kann schon sein, aber vor allem, es schmeckt. Das ist halt, und nein, es ist so, wir trinken ja grundsätzlich deswegen,
weil man es von uns erwartet als Heiligmusiker, nicht weil es uns schmeckt, sondern weil es zum Klischee dazugehört. Das ist eine berufliche Notwendigkeit, da muss man halt durch. Also für euch mache ich das. Der opfert sich extra. Das ist Ich trinke sogar für ihn mit, weil er mein Auto fährt und mich heimbringt. Hoffentlich komme ich aus dem Auto raus. Auf Gott sei Dank bin ich nicht bestimmt. Ja, nein, wirklich wahr, wirklich wahr. Ja, wir kommen gleich zum nächsten Kalauer dieses Abends, ein sogenanntes modernes Wienerlied, ein jazziges Wienerlied von Karl Hodener. Ich sage deswegen so genannt modernes Wienerlied, weil es ist älter als wir. Ist aus den Anfang der 70er Jahren. Und da hat der Hodener Karl gesagt, das Lied ist ja so, es hat er geschrieben, hat er mir taugt und alles, nur er ist halt kein gescheiter Text eingefallen, er ist nicht so ein intelligenter Text. Und ich habe zu ihm immer gesagt, ich finde ihn nicht so schlecht grundsätzlich. Das Lied heißt offiziell Bruder war ich daneben, aber jeder kennt es eigentlich mit dem Titel, wie es anfängt, nämlich mit ich habe mir gestern ein paar Vierteln gegeben. Ich finde es einen intelligenten Text. Nicht so schlimm. Ich habe mir gestern ein paar Vierteln gegeben. Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädel weg. Sag's, bin ich nicht das oder größte Weg. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Wie in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wird deppert umeinander lang. Und am Sonntag um ein Flieder war. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Den Taschler und der Zins ist längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mir Wasser statt ein Glas und Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, da kann ich stirb, grab's wie beim Wirten ein. Bruder war ich daneben, hab heute den ganzen Tag noch Schädel, weil sagt's, bin ich nicht das allergrößte Weg. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf, mir in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wird deppert umeinander lang und am Sonntag um ein Fliederbahn. Oh nein, ich bin heute immer wieder ölig, den Taschenlang. Und der Zins ist längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trinke mir Wasser statt ein Glas und Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, da kann ich stirb. Grabt's mich beim Taschler ein. Du bist Weinkoller, gell, weißt du? Dankeschön. Dankeschön. Ich hab schon geglaubt, wir haben die erste Chance gespielt. Servus Franz, so schön. Ja, sei jetzt kommen, ja. So, verzeihen für die Verspätung. Nein. Bleibst du in? Ich will ihm gehen. Bleibst du in meinem Windschatten? Ich will ihm gehen. Das ist ein großer Windschatten. Meine Herrschaften, wir haben die... Haben wir schon ausgespielt, hast du? Hat er was gesagt? Ich bin so bemüht. Keinen einzigen falschen Ton habe ich gespielt. Ja, nicht ausnahmsweise. Sie sehen es vor, sehr super, ja. Sehr gut, sehr gut. Na schau. Na, das Otterkring, na schau. Geht's heute noch zurück nach Otterkring? Nein. Na schau. Na, das ist wir hoffen, dass wer kommt, gell, noch wer anderer. Ja, schau. Das ist alle mit dem Stecken und der mit dem Hauptpreissackerl, oder? Das ist eine Aufteilung. Das ist eine Aufteilung, 1A. Mit einem halben Stecken. Mit einem halben Stecken bei uns. Die gehen auch. Wer gebe, soll gleich geben. So, meine Herrschaft, wir haben eine alte Tradition, dass wir nach dem zweiten Lied, was wir spielen beim Laufe des Konzerts, mit den Gästen ausstessen. Jetzt können wir es wirklich bald machen. Also, ja, wenn noch ein paar Gänge bringen. So wohl.
heute internationales Publikum, da war es ja zumindest für euch, gell? Extra, von wo extra, das müsst ihr schon sagen. Oberbayern. Von wo genau? Schrobenhausen, die Spargelgegend. Also aus der Spargelgegend? Also ich glaube, Machfeld ist nicht in Oberbayern, aber man mehr Geografie kennt, das war immer für den Hugo. Okay. Aber auf jeden Fall ist Leiband, ist das extra hergefahren, gell? Weil alte Fans, also alt, im Sinne von ehrwürdig. Alte Fan von euch. Ja, das gefällt mir. Ein Applaus, wenn ihr schon. Ein Applaus, ich setze auf einen Applaus. Da waren auch alte Fans, die bleiben aber nicht. Die haben sich dann gedacht, nein, die fuhr da vielleicht da. Das kostet mir zu viel Geld, nein, das lasse ich. Apropos Geld, also wenn sich wer denkt, na geh, schau, jetzt sind dann nicht mehr so viele Leute da, ob sich der Abend überhaupt auszahlt. Und das ist jetzt so, ich denke mir das ist so, ich schaue mir euch an und denke mir, naja, ihr kompensiert das locker. Muss nicht an Leute da sind, also da machen wir keine Sorgen, es wird ein fulminanter Abend, gell Patrick? Das glaube ich auch. Also, das bist du gescheit. Außerdem spielen wir ja für die Leute, die da sind und nicht die nicht da sind. So schaut es aus. So schaut's aus. Das ist ganz einfach. Immer schon so gemacht. Und darum machen wir gleich das nächste Lied, ein uraltes Lied. Das ist so alt, man weiß gar nicht, wer es geschrieben hat oder wie es geheißen hat, irgendwo aus der zweiten Hälfte 18. Jahrhundert, geschätzt man, ich glaube 1806 ist ja wurscht, 1806, 1808, 1809 ist niedergeschrieben worden das erste Mal, also es war so ein Gebildeter, ne? Der hat das dann gehört, dass das Lied gesungen worden ist und hat das dann niedergeschrieben und dann hat er das halt natürlich eingeordnet in irgendwo halt, ne? In einer Mappen. Und damit man es halt dann findet, einen Index, und da hat man einen Titel braucht. Und daher hat er einfach nur drüber geschrieben, um was es geht in dem Lied, und das ist der Titel bis heute, nämlich lokale Ausdrücke. So heißt das Lied jetzt da. Ein sehr geistreicher Titel eigentlich. Es sagt aus, um was es geht, sagen wir es so. Ein Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn, bei der Nacht in der Leopoldstadt 3 Gulden begehren. Der Herr sagt, ich zahle einen Gulden bloß nur, weil ich glaube, für eine Viertelstunde fahren ist das genug. Der Fiaker, der tut so. Geh schon, dass du weiterkommst von meinem Wagen. Du Bugler zu meinem Käferl, mit dem Müll am Heferl. Du noch geschwind ein Boschen, sonst kriegst du eine Flasche, sagt, fliegt der Beil, welcher Taschenpfeil ist ein Maßleisch auf der Erde. Mit einem Spatzenwadeln kannst du ein Schuckern radeln, nicht ein Juckerzeigel, aber ins Magenbeigel. Ich kenn die Wasserrotzen an eine Bolzen. Das sind immer 12 Leute her. Das ist fast wie Italienisch, gell? Eine sehr noble Dame kauft einen Naschmarkt ein, doch tut ihr alles zu wenig und zu teuer tut sie. Legt 3 Kreuzer, handelt sie eine Viertelstunde rum und zum Schluss kauft sie nichts. Na, da wird's der Kreidlerin dumm und die Kreidlerin fängt an zum Schimpfen, was sie nur kann. Kauft der Schwester Laberl, schlampert's der Radiwabel. So ein Krampert Schlamperl, früher Abwaschstrampel, legt der Zuselfetzen, will sonst wo abschätzen, das haben wir nicht vonnöten, ein Gott lob. Ich kenn die Feierzagen gleich beim Zopf auffangen und in meine Brotze, die Papen, ins Grotzen, Plädee, Stanzgrill, mit Schäpsenschädel, schau, dass du weiterkommst, sonst wär die Grund. Das goldene Wiener Herz, das wiegt schwer. Ein Hausmeister, der spritzt Trottoir voller Grand und spritzt einer Frau und absichtlich aufs Gewand. Darauf sagt sie Flegel, was geben Sie nicht Acht? Naja, drauf ist der Hausmeister schrecklich aufbrav. Und da muss ich kurz, da halte es geht. Nur herlegen, danke herzlich. Nur herlegen. Danke vielmals, das ist ganz Jetzt verstehst du Halbpreis, sagt er. Danke. Also ich hoffe, ich komme so bald wieder mal und bleibt länger dann, wenn es geht. Ich bin schon am D7, wir sind da. Ich danke, du bist am D7, warte, muss ich aufs D7 umgehen. Danke schön. Wo wollten wir überhaupt? Bei der letzten. Bin ich schon beim Refrain, oder was? Ja. Ich bin schon beim Refrain. Schon so weit.
Ausgewaschen Soßenkeibe, deppert's Grunnen Weibe. Du hast ja schon schön, wie er Mist vom Klebern. Angeschaut, der Haringscheller, Schlappert's Ausschlag, Zähler, wie dich Stundengerieb von hinten und vorn. Du kannst nicht immer flänzen mit einer Tier drehen, wenn du umgeben kannst, was nicht mehr zählen. Schimplatz, Gereizerwickel, Schlappert's Spatzen, Schreckerl. Schau, dass du weiterkommst, sonst wird die Ohren die Nähe. Jawohl. Dankeschön. Dankeschön. Uralte Nummer. Ich bin froh, dass das ist ein Oberbayern-Satz. Da haben wir letztens waren welche da aus Norddeutschland, für die war der oben der Pantomime. Nicht? Das war, weißt du, sind sonst noch Deutsche da eigentlich? Nein, gell? Oder? Nein, für euch nicht, ne? Nein, definitiv Nein, nicht. Man schaut in die Runde, da ist auch nichts. Ja, schau, seid die Einzigen. Ja, Salzburger. Salzburger. Ja. Na warte, machen wir es anders. Sind Wiener da? Ja. Alles. Was ist das? Thomas Stück. Oder? Nein, Monat. Monat? Ja. Gibt viele da wohnen. Ja. So was sehr leid. Aber es seid auch in Wien daheim, oder? Ja. Ja, na eben. Nein, Große Neuburg, ja, nicht an Nobelgegend, das ist klar. In Wien, die auch nicht wohnen wollen. Ja. Das ist sehr schön, freut mich sehr, dass du das. Aber ihr seid so als Wiener, gell? Ihr seid glaube ich Wiener da. Ja, nicht? Was ist her? Was? Ein Regensburger. In der Steiermark, ja Ich genau. habe schon vorher gedacht, ich habe beim Böllen gehört, aber dann habe ich die Hund gesehen und gedacht, wenn die Hund gewesen sind, dann das ist sehr leid. Na schau, alles da, Patrick, gell? Ja, so schön. Alles da. Patrick ist aus dem Weihviertel, also ist auch. Ja, Ist auch weit. naja. Ist auch weit, nicht? Nein, mir gefällt nicht. Eine Stunde. Aber wir haben oft mehr Deutsche, gell? Also oft sind wirklich mehr Deutsche da. Da schau her, schon wieder zusammen. Da schon da, bist du da, oder was? Nein. Schau her. Wenn ich gewusst hätte, dass er kommt, hätte ich geübt. Alter, hätte ich mir Gesamt aufgezogen. Das ist immer ein gefährlicher Gast, weil es ist nämlich ein Philharmoniker, weißt du, der schaut immer, wie viel wir trinken, weil das kennen sie am besten. Halt weg, wo geht das so? Wow. Der tritt gleich gegen die Gitarre. Auf jeden Fall, was ist einem gewieften Zuschauer von uns und Kenner wird schon aufgefallen sein, wir haben ein Lied gespielt und was haben wir nicht gemacht? Ich habe nichts getrunken. Also, du hast was getrunken? Ja, heimlich, das ist ja Wahnsinn. Also, sehr zum Wohl, Prost auf euch. Sehr zum Wohl. Unheimlich nur daheim. Das ist So, das gefällt, jetzt haben wir zwei Zauners da, also zwei Zaunerberge. Einmal, und hast du mich auch Zauner? Das heißt auch Zauner. Sind Sie verwandt, noch, gell? Nein, ich zeige Ihnen das besser, als miteinander ist. Sitzt auseinander. Na gut. Pass auf, dann spielen wir was mit Musik. Nein, spielen wir nicht. Ja, pass auf, nein, wir fahren gleich ordentlich rein. Weißt du, was wir schon lange nicht gespielt haben? Weil wir vorher von den Deutschen oder von Nicht-Wiener geredet haben. Was war's in die Welt, was ein Werner-Herz fühlt? Von wem ist das? Fiebrig? Fiebrig, ja. Fiebrig. 50er Jahre, 60er Jahre. Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Aber jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Werner immer Weihfass so schwingt und den ganzen Tag gegen bestimmt. Und dass er oft noch in sein Bett nur schlaft bei einem Schramme-Quartett. Ja, das hat er erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, Was war's denn die Welt, was ein Werner Herz fühlt, wenn die Gegend ganz leise
an Straße, wo jetzt spült. Wenn ein uralter Werner vom Häuserblock singt und die Stimme von dem Vater wohl ganz zielreich erklingt. Ja, was denn die Welt von einem Wendel in Wien? Denn das Wendel, da steht in keinem Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Kommt ein Ausländer einmal nach Wien, da fährt er erstens zum Heurigen hin, ins Museum am Vormittag drauf, und dann greift er am Stephansturm nach, und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt er einen Wiener Kaffee, und am Abend dann speist er voll Klick ein Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nicht gehört und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was weiß denn die Welt, was ein Werner Herz füllt, wenn die Gegend ganz leise an Straße, wo jetzt schwimmt, wenn ein uralter Werner vom Häuserblock singt und die Stimme von dem Vater ganz zielreich erklingt. Ja, was weiß denn die Welt von einem Wendel in Wien? Wenn das Wendel da steht, in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Ich finde eine wunderschöne Nummer. Ich wollte schon nachbestellen, aber ich will noch halb vorerst. Das ist ein Wahnsinn. Sehr zur Wohl, die Herrschaften, Prost. Man merkt, die Abende werden kühler. Ja. In der Hitze trinke ich mehr, nicht? Das ist klar. Und dann erst, wenn es wieder kalt ist, dann ist drin mehr eingekatzt, dann ist wieder Hitze, dann trinke ich wieder mehr. Also oft in der im Übergang trinke ich weniger. Aber auch nicht viel weniger. Und heute der Patrick führt ja wieder heim, Gott sei Dank. Ja. Das ist immer so eine harte Sache für ihn, vor allem wenn man so ein Planquadrat kommen muss. Das ist immer wild, weil ich kann dann meine Gosch nicht halten. Nicht? Wenn ich dann sitzt daneben, gell, entspannt, nicht? Und er wird aufgehalten und kann jetzt eins dazu sagen. Immer wenn wir aufgehalten worden sind, also wenn ich am Beifahrer sitze, er hat tatsächlich noch nie blasen müssen. Ich hätte mich immer auslaufen können. Eigentlich immer. Er hat dann immer nur gekriegt, also der Kiewer hat dann immer gesagt, in verschiedenen Varianten, bringen Sie ihn gut heim. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie werden es brauchen. Ja, aber das ist oft so. Weißt du, jetzt hält der Kiewer rauf. Nicht? Jetzt sagt er zum Beispiel zum Patrick, nicht? Keine Ahnung, was haben Sie denn getrunken? Nicht? Dann sage ich aus, weil man möchte ja mitreden. Nicht? So, was haben Sie denn getrunken? Sag ich, 17 Wachtmeister, Jägermeister. Nicht? Sag ich, dann bist du schon ein bisschen im Ding drinnen. Nicht? Ja. Dann geht, sagt der Herz immer einen schönen Rausch. Sag ich, es gefällt mir, wenn ich ihn gefällt. Nicht? Was das ist immer Papiere. Sag ich, Schere, aber jetzt gut. Das ist ja oft, gell? Das ist so schwierig. So, Herz steigt so aus, sag ich, ja, aber trinken tue ich nichts mehr. Das ist, was oft so Diskussion mit Patrick ist es dann leicht, aber er fährt nicht. Aber wenn ich fahre, trinke ich nichts. Nicht? Das bin ich nicht zum Aushalten, das ist schier. Da wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich nichts getrunken habe. Wirklich, das ist.
Ist ja so, wenn ich mit dem Auto fahre, trinke ich nichts, wenn ich mit dem Motorrad fahre, trinke ich nämlich wirklich nichts. Das sind zwei komplett unterschiedliche Stadien. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Das nächste Lied widme ich den sehr braven Hunden, die da sind. Wirklich, also ich kenn Leute, die sind nicht so brav wie die zwei Hunde. Ist der zweite auch da? Ja, da muss ich auch noch sein. Schau. Dann nebeneinander, schau, wie sie brav sind. Ja, Patrick, nimm da ein Beispiel. Ja, genau. Sagst du? Leg dir unter den Tisch. Ich sag's nicht. Wir haben jetzt schon. Ja, so wie wir liegen unter dem Tisch und machen einen Wirbel. Das ist eine tolle Geschichte. Saufen ist auch unten schon. Und wir haben ja nächstes Jahr haben wir das 30-jährige Bühnenjubiläum schon. Mir sieht das Und, schon. ja, ich spüre es dafür schon. Und dann haben wir haben, weil die zwei Hunde sind, wir haben angefangen, also in unserem allerersten Repertoire drinnen, das waren so 20 Lieder, 15 Lieder, glaube ich, mit denen haben wir angefangen haben zu spielen beim Heirigen. Nicht? Weil das war ja so, wir haben also angefangen, uns ein paar Lieder einlernen und dann haben wir gesagt, na, und wenn wir dann also eine ordentliche Menge können, dann fangen wir zum Spielen an. Nur war es dann so, dass dann ein Musiker ausgefallen ist und der hat uns angerufen und gesagt, können Sie einspringen? Nicht? Erst, wir können ja 15 Lieder, wenn es hochkommt. Dann sagt er, das passt schon, wirst du schon sehen. Und so haben wir, wobei vorher war sogar noch ein anderes, ein offizielles. Da war der Jacques Chirac in Wien und da hat es gegeben, so beim Heirigen-Treffen mit den Diplomaten und Journalisten aus Frankreich. Nicht? Und das war auch so, da hat gesagt, das sollen wir spielen, quasi kulturell anführen, nicht? Ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, wir kennen 10 Lieder oder was. Nicht? Da hat gesagt, das ist ja wurscht, das sind alles Franzosen, ich spiele es, dann fängt es ja früh nicht an, das ist vollkommen egal. Nicht? Also das war eigentlich noch früher. Die Bauch, wenn ich gesagt habe, dass das nicht hinhaut. Naja, mein Gott, nein, wir haben das schon gemacht. Ja, ja. Und dann eben das erste Mal wieder beim Heirigen, und haben wir gesagt, du hast 15 Lieder im Repertoire. Na wurscht, geh, springt's ein. Und wir gesagt, na gut, springen wir ins kalte Wasser. Und sind also da hin zum Heirigen. Ich weiß nicht, wo war denn das? War das die Presse oder wie das Gas, was es nicht mehr gibt in Herrn Neuss? In Herrn Neuss war das ja. Ich glaube, gell? Ja. Ich glaube auch. Auf jeden Fall, also wir sind dort hin und haben also die Lieder gespielt. Ja, dann haben wir beim Fenster rausgeschaut und gesehen, das ist noch immer höher. Nicht? Und man sagt, bis der Abend wird es jetzt an. Nicht? Dann haben wir die Lieder eigentlich nochmal gespielt und dann noch einmal halt. Ja, 4-5 Mal, nicht? Aber wir waren ja jung, auch, man hat es uns verziehen. Und dann sind Leute gekommen und haben sich gewünscht, ein Lied. Und was ich, es war abendelang so, geh, spiel mir das Lied, sag ich, das tut mir leid, das kann ich nicht. Das ist ja wurscht, spiel mir halt das Lied, sag ich, das kenne ich nicht einmal. Weil spiel ich singen. Und da haben wir Lieder begleitet, stundenlang. Aber viel gelernt dabei. Ja, viel gelernt, war blutgeschwitzt wie ein. Wir haben nur gespielt, wir haben nicht gewusst, was los ist, wir haben ihn noch begleitet. Die haben gesungen, was ist die alten Werner noch, Windradl ein Otter kriegen, also im 14 drin. Also ganz, ganz leid. Aber wie gesagt, waren 15 Lieder, aber bei diesen 15 Liedern war ein Lied dabei, das heißt, wo ist der Dudel? Wo ist der Dudel? Und das hat eigentlich mit Hund nichts zu tun, es ist in der letzten Strophe, wo der Hund fuhr. Deswegen habe ich das jetzt, ist mir das eingefallen, wie die Hund gesehen hat. Haben wir auch schon länger nicht. Haben wir schon länger nicht gespielt. Und wo ist der Dudel? Das ist ein uraltes Lied, das ist ja der Dudel, ist der Dudelsack, also der Dudelsack oder natürlich auch die Dudel, die etwas tralligere Dame. Ja? Und, also, ja, da gibt's so, und das ist ja so, der Dudel, das war so ein Ausruf, nicht? Wo ist der Dudel? Also jetzt geht es gesturlau, was ist los? Weil man muss ja sich denken, in früheren Zeiten, also der Dudelsack, nicht, das mittelalterliches Instrument eigentlich, nicht, mit dem Bordun-Ton, das kennen wir ja von Schottland und so weiter, das war bei uns auch üblich. Nicht? Der Augustin war ja auch ein Sackpfeifer, war auch so ein Instrument mit dem Bordun-Ton. Und da war es ja so, das einzig laute Instrument, was es damals gegeben hat, weil eine Stärkeanlage hat es ja nicht gegeben, war ein Dudelsack. Und die Blechblasinstrumente waren auch noch nicht. War noch nicht da. Ja, maximal so ein Händel irgendwas, aber da war, das heißt, wenn es eine Hochzeit war, nicht das Metall. Genau, aber wenn eine Hochzeit war oder sowas, also wo viele Leute zusammengekommen sind, aber dann, na gut, da hast du ja die Musik nicht gehört, das heißt, da hat man die Dudel geholt. Dudelsack, das was weitergegangen ist. Deswegen war das immer der Ruf, wo ist der Dudel, wo immer dann, wenn es geheißen hat, jetzt geht's an, jetzt geht der Gesturl an. Und so heißt dieses Lied aus unserem ersten 15 Lieder Repertoire. Wobei die letzte Strophe ein Hund vorkommt, ein Pudel. Aber ist ja wurscht. Schon was anderes. Naja, aber was soll ich machen? Ich kann kein anderes Lied mit dem Hund. Bist du bereit? Bin ich im Anschlag. Am Land bei der Hochzeit, ja, da geht's lustig zu, ja. Da wird gefressen, was Platz hat und gesoffen mag genug.
Musikanten schreit an Landler los zählen, weil mir da vom Land und die Gestrampften so gehen. Die Spüler, die nehmen die Gang in die Hand und ein Musikant schreit so laut, als er kann. Jo, 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 jo. Wo ist der Trudel her mit der Trudel, dass sie gegen Tanz, so wie Strudel, da ist der alte Postgänger, jetzt geht die gerade an. Wo ist der Trudel her mit der Trudel, dass sie gegen Tanz, so wie Strudel, da ist der alte Postgänger, jetzt geht die gerade an. A solcher in a Plate, ja so 90 Kilo schwer, ja. Jetzt hat sie zum Tanzen ein Schneider daher. Der Schneider klar winzig und sie so ein Druck. Und da was er sich ein Plan tut, der bringt's nicht um ein Dumm. Der Schneider, der schwitzt schon vor Mühe und vor Blag. Aber was ein echter Schneider ist, der gibt halt nicht noch. Ja, 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 naja. Wo ist die Trudel her mit der Trudel? Vier, sonst das wäre eine kleine Gerätterpudel. Ah, meine Zechen, ah, meine Knie, gehst du weg von mir. Wo ist die Trudel her mit der Trudel? Vier, sonst das wäre eine kleine Gerätterpudel. Ah, meine Zechen, ah, meine Knie, gehst du weg von mir. Eine Dame war unlängst beim Wettschwimmen rund, ja, mit ihr als Begleiter so ein Eselstrumpfhund. So wie ein Hund reingebaut. Aber ohne den Karo geht das Weiberl nicht aus. Drum lässt sie aber nicht zwingend dem Wettschwimmer zu Haus. Ein Tempo und sie springt schon ins Wasser hinein. Aber gleich hinten noch das Hundsfell, ganz zierlich und fein. Jo, 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 jo. Fuhren schwimmt die Dudel, Gansel, Wudel, Wudel, bumst die Bax bei der Fährst und der Pudel fuhren mit der Preis hinter das Fest, jetzt war mit Schwimmerdress. Fuhren schwimmt die Dudel, Gansel, Wudel, Wudel, bumst die Bax bei der Fährst und der Pudel fuhren mit der Preis hinter das Fest, jetzt war mit Schwimmerdress. Niemals Deckel. Danke, die sind entspannt. Wahrscheinlich verstehen wir es nicht Wienerisch. Ha, schon? Wienerisch verstehen schon? Ja. Naja. Ich glaube, das Lied mit dem Pfiff kommt. Das was? Mit dem Pfiff. Das Lied mit dem Pfiff? Wo die Hund durchgehen. Ach so, ja. Das haben wir gehabt, haben wir beim Fiakerlied, nicht? Das war das selber, wo gepfiffen wird, das haben wir mal gehabt. Und da wird auch einmal pfiffen, das spielen wir heute eher noch sicher. Und von den Gästen, nicht, kommen 2, 3 Leute, setzen wirklich einen Pfiff an, auf einmal springen 3 Hunde irgendwo und rennen davon. Das war gestürzt, das war 1A. Das war 1A. Keiner hat sich mehr ausgehen. Die sind alle, also von drei Tisch, komplett aus dem Ding. So, meine Herrschaften, wir wollen nicht aufs Trinken vergessen, weil schließlich der Wirt lebt ja nicht vom Schweinsbraten alleine. Seid ihr wohl. Ja, es waren so die Anfänge, also die ersten 15. Und ich meine, es sind ja doch ein paar in der Runde, die uns ja aus der Anfangszeit oder in den frühesten Zeiten kennen, gell? Du kennst das ja auch schon ewig lang, glaube ich, gell? Oder? Ja, die habe ich auch schon, ja. Ewig, bei der Gschöllgabe, glaube ich, gell? Das erste Mal, oder? Ja, das sind ja auch schon 20 plus her. Länger, du bist sogar in die Schule gegangen. Nein, die Schule kann ich nicht. Nein, wo meine Schwägerin Direktionssekretärin war. Was habe ich dort gemacht in der Schule? Was war das am Schuhmeierplatz? Achso, ja, genau, das kann ich mir erinnern. Da war ich ja. Na, freilich, ja, sowieso. Ich war aber nur 4 Jahre. Ja, Dann bin ich in die HTL. Ich habe maturiert. Ich habe ein Jahr wiederholt, das ist auch Schicksal eigentlich. Ich habe die 5. Klasse wiederholt. Warum habe ich es wiederholt? Weil ich lieber Gitarre gespielt habe. Also ich bin heimgegangen, habe Gitarre, ein ganzes Jahr immer noch Gitarre gespielt und habe nichts gelernt, keine Aufgaben gemacht, gar nichts. Habe nur Gitarre gespielt, daraufhin bin ich durchgeflogen, nicht, und habe das Jahr wiederholen müssen. Und das ist halt die Ironie des Schicksals, weil das war eigentlich mein erfolgreichstes Schuljahr, weil von dem lebe ich heute. Ich meine, von Geografie nicht. Wirtschaftsgrundliches Realgymnasium habe ich gemacht, war toll maturiert, ja.
Und bin aber trotzdem der heurigen Musiker geworden. Das ist halt, Der hat sogar studiert. ich habe sogar studiert, ja. Aber das war auch noch, weil heurigen Musiker war der perfekte, das war dann ein bisschen später, der perfekte Studentenjob. Ne? Weil wir waren beim heurigen, wo wir ja sowieso gewesen waren. Und jetzt hast du spielen können, nicht? Du hast was gekriegt dafür, hast was essen, trinken, hast nichts zahlen müssen, das war ein Traum. Und dann haben wir gesagt, wir müssen erwachsen werden, gell, haben wir gesagt. Also haben uns die Eltern gesagt und dann haben wir gesagt, ja, habt ihr recht. Und dann haben wir was gemacht halt. Ja. Und haben nebenbei immer gespielt und dann ist das Spielen immer mehr geworden. Und dann haben wir gesagt, nein, machen wir es ganz, jetzt gefällt es. Die Mama hat schon überwunden, dass nichts Gescheites wird aus mir, jetzt machen wir das ganz. Nicht? Habe ich noch studiert, dann habe ich noch für die Mama noch so ein Diplom. Nicht? Das ist gefreut. Ein Abschluss, vollkommen für einen Arsch, aber es ist wirklich aber ein Abschluss. Aber es schaut schön aus. Ja, Das ziert die Wand. Irgendwann wird man sich treffen auf der Straße, nichts zum Fressen, nichts zum Trinken, gar nicht so, aber einen Abschluss haben wir, einen Abschluss haben wir. Na, von dem kannst du nichts. Und vier bin ich auch. Ich habe auch keine Uhr gekriegt. Mir ist schlecht, und ich habe mich angespielt damals, weil da war mein Bruder, nachher Firmung, klassisch, ne? Firmung, dann sind wir damals zum Chinesen gegangen. Das war in einer Zeit, wo das noch was auffällt, nicht wo es spannend war, dass du sagst, jetzt gehen wir auf einen Schnitzel, sondern Wirten, ne? Das ist was Exotisches. Na, früher war es ein Asiat, also Chines, da ist man zum Chinesen gegangen und da habe ich irgendwas gegessen, aber mein Bruder und dann war es schlecht, und fürchterlich gespielt. Also die Firmung ist aber keine gute Erinnerung dran eigentlich. War ganz, ja, es waren sicher mehr als 8 Schätze, glaube ich. Das war ein Schatztrugen. Der war mächtig. Was tust du mit dem Profil fotografieren? Nur der Logo. Also, ich glaube, den Profil. Der muss ja. Ein ungünstiger Standpunkt. Zeig mal die Luft auf. Weil ich sage mit den Leuten, schau, da ist Wampe, so, das stimmt nicht. Das ist alles Leber. Und dann lachen die Leute einmal, ich sage, das stimmt aber Das ist ja auch. alles Muskel. Nein, ich war letztens beim Arzt, hat er gesagt, ich war Leber wie ein kleines Kind. Sag ich, super, sagt er, ja, 52 cm groß und 2,30 Kg schwer. Das ist ein Leber. Ja, dann kommen wir gleich zu dem Thema. Man will es auch nicht, 2 Kg. Ja, was glaubst du das? Bleiben wir gleich beim Thema. Ja, freilich. Sofort erkannt, oder? Ja. Warte. Die wollen auch nicht auf der Flucht. Ich wollte schon, bis du fertig bist. Da gespritzt hat immer Saison. Wenn die Leute in Grenzen im Sofa sind, dann darfst du renommiert. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Lied. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie arme Hund. Ich sage dann gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Wurzeltraum, den zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Wurzeltraum, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, hätte ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau, ein Jocker aus dem Gold, aber wenn das mir gefällt, und wenn ich noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, dann trifft mich gleich der Schlag. Dann legen sie doch einen Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich druck da fest den Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was soll ich da jetzt sagen? Ich habe einen Wampen, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, wär ich schon Millionär. Ich habe einen Wampen, ja, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, hätte ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau, ein Jocker aus dem Gold, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Dazu ein Schwank aus deinem Leben. Heute im Backschein. Ich kann heute wieder getrost sagen, ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dass Schwarz nicht schlank macht. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja, aber
das war auch ein Lied ziemlich am Anfang, aber ich kann mich wirklich erinnern, so diese ersten heurigen Geschichten, wir waren wahnsinnig aufgeregt. Der Patrick war 17, 18, ich war 19, 20, je nachdem. Und da haben wir uns so durchgekämpft. Und das war ja wirklich, da waren so alte Wiener Basi noch dabei, das war ja traumhaft. Ne? Und die sind ja wirklich, denen hat das ja taugt, dass da so junge Burschen das machen. Und wir haben auch jung ausgeschaut, damals auch noch, das ist noch dazu. Und dann haben sie, und da haben sie uns, das Lied muss spielen und das Lied. Und da haben wir ein Lied gehabt, ich habe irgendwo im Wiener einen Wein entdeckt, heißt das. Und da kommt es dann dazu, da heißt es dann, setzt das Hallo dort und sauft's man weg. No, das haben wir gespielt, einmal im Bockkeller war das. Die Trude Mali war damals noch da anwesend. Der hat das gefallen. Und der Schrammelbaron, der Franz Pressfreund, beide natürlich jetzt schon verstorben. Und der Schrammelbaron, so Madel, nicht? Wie ich das gespielt habe, bin ich von der Bühne runter. Geh, komm mal her. Was hast du denn da gesungen? Was meinst du denn? Du hast gesagt, das sauft's mal weg, das ganze Brot singen. Bei uns, da singt man, da bringt's man weg. Das ist eine Noblesse-Frage. Das habe ich nicht gewusst, ich kenne es nur so, ja, weil das alle falsch singen. Nicht? Na gut, dann irgendwann haben wir das wieder gespielt und ich singe, sagt sie Hallo dort und trinkt's man weg. Die Trude Mali, die war weniger in ihrer Ausdruckweise jetzt so, nicht? Die hat gesagt, Klaus, ich bin deppert. Was singst du denn? Du hast der Franz hat gesagt, ich soll singen, trinkt's man weg. Der Franz ist ein Trottel. Und na gut, also, ja, da habe ich halt irgendwann wieder das gesungen. Franz ist gesessen, der Herr Schrammelbaron. Burle, komm her. Was habe ich da gesagt? Sag ich, naja, du hast gesagt, trink's mal weg, aber die Trude Mali hat gesagt, sauft's mal weg. Und alle anderen. Und alle anderen sauft's weg. Na, willst du das denen kann oder mir? Ich sag, naja, was soll ich denn machen? So, mit der Trude war ich überkreuzt, 20 Jahre, wegen der Geschichte. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Weil ich kann ja nicht, du musst das singen wie der Sog. Klassiker. Was war ich jetzt natürlich gesungen, sauft's dann weg, seitdem war ich auf mir best. Und mir war sozusagen, er hat mich da gestraft mit Missgunst. Bis allerdings, muss man auch sagen, leider natürlich bis kurz vor seinem Tod, aber da ist er gekommen und gesagt, sind wir gut. war recht leibend, das spielen wir euch jetzt. Also, sauft's mal weg, so kenne ich es auch, also, außer der Schrammelbaron. Gott hab ihm selig. Der Franz. Ja, das meint's. Kannst du Brauder singen? Schau, gibt es einer vielleicht einen Spritzer? Vielleicht ist das der Mann? Da ist eher weit drin. Ist er weit drin? Wann ist sonntags um 8 in mein Stammlokal gekommen, schreit die Spätzle und Servusglase, ja sag, wo kugelst du denn um? 14 Tage wirst du gerade schon bei der Rockpartie. Haben wir die vielleicht beleidigt, doch ganz höflich antwortet. Nein, sag's nur nicht besser. Der Grund, warum ist das? Ich hab irgendwo im Wienerwald einen Wein entdeckt. Das ist ein Treffer, da muss man sie sagen. Da nur einer tut sein Nasel in das Glasl steckt, der muss zuerst ansagen, dann kann er dabei sagen. Ja, was ihr möchtet, können alle wissen, was das Wein noch gibt, aber regt euch nicht auf, das hat ganz weg. Den sag ich euch voll Noblesse, von mein Hauer die Adresse. Satz ist Hallo dort und sauft's man weg. Hinten ganz in Kropfenwedel steht ein Häuserl lieb und nett. Mit den Reben auf der Mauer schaut es aus wie ein Bouquet.
Und der Hauer ist mein Spätzl aus der goldenen Jugendzeit. Er fängst alle Jahre auf Wasser, doch das puckt mir raus zu zweit. Oder wo ich dann heim, denk ich mir in der Kahn. Ich hab irgendwo im Wiener Wald einen Wein entdeckt. Das ist ein Trepfer, da muss man sich so. Wenn nur einer tut sein Hasel in das Glasel steckt, der muss zuerst schauen, dann kann er besser. Ja, was ihr möcht's, kann alle wissen, was das ein Weindel gibt. Aber regt euch nicht auf, das hat ganz weg. Den sag ich euch voll Noblesse, von mein Hauer die Adresse. Satz ist hallo drin und sauft's man weh. Der Erinnerungslieder, gell? Das macht ja nichts, ich war auch schön. Das ist schon eine kleine Runde heute, immer das ja machen. Ja, Wir ja, sind wir sind ja unter uns. Nalowski hat's geheißen, gell? Ja. Nalowski, genau, ja. Die Helga Nalowski. Siehst du sie noch hin und wieder irgendwo? Oder? Lass das lieb grüßen von mir. Sie wird gar nicht mehr wissen, wer ich bin, aber. Ja, so, ich war der Brave. Eher. Der immer angeklopft hat vorher. Ja. Genau, das gefällt mir voll. Das siehst du. So, meine Herrschaften, ein Lied natürlich über Wein gehört natürlich auch begossen. Ganz klar. Wir sind ja nicht Speiselokal, sondern in einem Heurigen. So trinkt man in erster Linie. Gehört so. Zum Wohl. So, pass auf, wir arbeiten uns schon langsam so einen Rauchpause links. Das ist eine gute Idee, ja. Und deswegen kommt jetzt eine Eigenkomposition zu tragen. Die habe ich geschrieben. Wann habe ich die geschrieben ungefähr? Ist schon länger her. Auch schon 20 Jahre her plus. Und zwar ein Lied, das passt in die Rauchpause, das Lied heißt Rußlung und Bötzzungen. Und es ist ja so, ich muss jetzt dazu sagen, weil, also nicht jetzt seit Corona, sondern grundsätzlich, das Lied fängt nämlich mit einem Huster an. Das ist wichtig, dass man dazu, das ist für die halt jetzt Arsch, aber der, ja. Für den ist eh alles so weit. Okay, ja. Machen wir schon. Wir nehmen nicht mit. Ja, Jack hat ordentlich, das war schon. Hat er sich jetzt aber einen Schnaps einen oder was? Nein, ich bei mir um mich. Nein, es ist so, es fängt mit einem Hust an. Und das sage ich jetzt gar nicht so dazu, wegen der ganzen Corona-Geschichte, das haben wir alles ganz gut überstanden mit dem Lied, aber der Punkt ist der, wir haben das früher so gespielt, ich habe das nicht angekündigt, dass es mit dem Hust anfängt. Das war für mich so eine Idee, so ein avantgardistisches Stilmittel einzuarbeiten, weißt du? Dass man so ein bisschen, immer doch, vielleicht kriegst du mal eine Förderung oder irgendwas, nicht? Aber Förderung haben wir keine, aber der Hust ist blind. Und jetzt ist es so, dass wir das halt ein paar Mal gespielt haben und dann haben aber Leute geglaubt, wir kollabieren. Und haben sofort zur Erste-Hilfemaßnahmen gegriffen. Nicht? Und das ist halt so, wenn es beim Heurigen zur vorgerückten Stunde, wenn Leute glauben, du kollabierst und dir helfen wollen, dann ist es ja nicht so, dass eine charmante Dame auf dich zuläuft und sagt, warte einmal Burschen, ich werde das beatmen und die Sache ist erledigt. Nein, da kommt eher was, jetzt nichts für ungut, eher solche, ne? Ich meine, ich mag die, aber nicht so nah. Nicht so. Und, was die, und haben sie vorher schon gesucht, so hat mit Knofi und den Erdäpfel so reingehauen. Ein paar Fleischlaber, ein paar gespritzt. Vielleicht weißt du, das Hämmer so auf, wo das Kaorle dreieck blinkt außer da. Schön. Mit guten Kedal kommen sie da, lass mich durch, wie ein Motorbootschein, weißt du, so in du musst schon her und dann hauen sie sie drauf. Nicht? Da brauchst du keinen Defibrillator, da brauchst du gar nichts mehr. Das ist einfach, da kommt der Weg den Tode auf. Nicht? Und dann hauen sie da auf und so, nein, uns geht, dann waren Damen, zwei ältere Damen sind da gesessen, die haben gehabt ihr Mittagessen am Scheibbock gehabt, im Staniolpapier, das haben sie ausgepackt, die Bachhändel, haben uns die Alufolie als Rettungsdecken, haben sie uns die drüber gehauen. Fettflecken haben wir gehabt. Wir haben ausgeschaut.
Und darum sage ich jetzt immer dazu, also der Huster gehört zum Stück, bitte keine Erste-Hilfe-Maßnahmen. Es seid mir her nicht zum Husten auf und fangen nicht zum Spülen an. Dann könnte es sein, dass es Probleme gibt. Aber das ist auch, für das haben wir ja einen Wirten, nicht? Und der Wirt sagt, ist ein Arzt an Bord? Ja, weiß ich, du das nicht ducken, nicht? Und sagen, ja, Arzt bin ich schon. Die Ärzte sind die, die gehen, weil sie schon ahnen, es gibt einen Notfall. Ja, genau, ja, die guten Ärzte, die gehen schon vorher, nicht? Aber nein, es gibt keinen Notfall, bitte bleib da, bitte bleib da. Also mit dem Lied gehen wir in eine Rauchpause nicht lang, Stunde, 2 höchstens. Na, höchstens. Die Gabel. Höchstens, echt gern. Warte, ich hab was Nächstes. 4 Vierteln und ein Backen Schick, das ist meine Ration. Durch Obstler Wodka Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vorher nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruheslungenpilz zum Schädel wieder zu. Bodenweh und Husten und eine heilige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denke ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen, ist das der ärgste Schach? Ich komm darauf, ihr füll es auf, behindert an einem Blutkreislauf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Mit einer Ruheslungenpilz zum Schädel wieder zu. Bodenweh und Husten und eine heilige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz.